Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Ja, Leute, aktuell haben wir ja keine Livestreams, von daher quatsche ich jetzt mal ein bisschen frei drauf los. Nächster Livestream, ja, wird es nach der Club-WM auf jeden Fall geben. Na, dann haben wir ein bisschen was über, dass wir ein bisschen quatschen können. Aktuell haben wir ja die Situation mit Woldemade und auch die Situation mit Leroy Sané, der ja zum Glück jetzt Geschichte ist bei uns. Und da gilt es mal ein bisschen was zu sagen. Ich denke, das Bild, was wir auf dem Transfermarkt abgeben, ist aktuell mal wieder eine absolute Farce. Ja, eine absolute Farce, angefangen mit Florian Wirtz. Alles, was danach kam, mündet jetzt gerade in der Story mit Stuttgart, mit dem Woldemade, was auch eine absolute Farce ist. Und also aus meiner Sicht ist das alles nicht mehr bayernwürdig, was da abgeht. Sage ich euch, wie es ist. Und da muss man jetzt auch mal so langsam Max Eberl und Christoph Freund mit ins Boot nehmen. Auch dahin gesehen, dass sie beide Sachen versprochen haben, welche Richtung dieser Verein gehen soll und da einfach null passiert. Ja, wir haben es letzte Saison kritisiert mit den Talenten. Man kann es jetzt auch wieder kritisieren bei der Club-WM. Erst recht, wenn man dann sieht, dass da Leroy Sané, der für 2 Wochen da ist und dann kein Spieler mehr dieses Vereins ist, vorgezogen wird vor einem jungen Talent namens Lennart Kahl, der im ersten Spiel spielen durfte und da für mich persönlich überzeugt hat, dann frage ich mich, was soll dieser Scheiß? Was soll dieser Scheiß? Ja. Dasselbe mit dem Adam Aznu auf der linken Verteidigerposition, dass man da einen Guerrero hinstellt, der mehr schlecht als recht spielt. Man hatte Zeit in der Vorrunde, dass man das jetzt nicht im Achtelfinale macht, zumindest in der Abwehrreihe, kann ich verstehen. Aber was hätte jetzt dagegen gesprochen, da Lennart Kahl zu bringen, anstatt Leroy Sané? Ja, oder Lennart Kahl schon vorher zu bringen für den Serge Gnabry, der Totalausfall war. Das verstehe ich alles immer nicht. Und ja, da muss man sich nicht wundern, dass man dann jetzt schon liest, ja, FC Bayern vor Probleme mit hochtalentiertem Talent ansatzweise zu verlängern. Der Vertrag läuft aus in einem Jahr. Ja, also. Und man wird nicht verlängern. Man wird ihn nicht überzeugen können. Also er wäre dumm, wenn er beim FC Bayern verlängert. So, sagen wir, wie es ist. Weil Spielzeit ist gleich 0. Ja. Und das ist wie immer in den letzten Jahren. Und ich hatte die vage Hoffnung mit dieser großmündigen Ankündigung von Christoph Freund, großmündige Ankündigung von Max Eberl und auch die großmündige Ankündigung von Vincent Kompany, dass sich da in nächster Zeit irgendwas ändert. Es wird sich nichts ändern. Ja, und Adam Aznu wird den Verein verlassen, sobald da irgendwie ein ansatzweise Angebot kommt, dass es da in Richtung von 5, 6 Millionen geht, ist er weg. Völlig zu Recht. Ja, völlig zu Recht. Dasselbe wird mit dem Lennart Kahl passieren, dasselbe wird mit dem Paul Wanner passieren, auch der hat ein Talent. Ja, und so zieht sich das durch. Ja. Da wird sich nichts ändern die kommenden Jahre. So, wir haben da einfach keine Eier für. Was fein ist, ja, also ich kann es nicht verstehen, aber wenn sich ein Verein da hinstellen würde und sagen würde, ey, wir sind ein Top-Verein, wir haben keinen Bock oder wir wollen nicht das Risiko eingehen, hier auf irgendwelche Talente zu setzen, die können ein bisschen mittrainieren, aber mehr auch nicht, dann ist das fein. Ja, dann kann man das scheiße finden, alles gut, aber man kann sich nicht da hinstellen, groß tönen und man macht genau das Gegenteil. Ja, und das ist das, was mich abfuckt. Und auf der anderen Seite beschäftigt man sich dann mit einem Spieler, der 23 Jahre alt ist, der 8 gute Monate hatte, davor in seiner Karriere zumindest nicht interessant genug war für den FC Bayern. Ja,
Ich habe einen Voldemort jetzt nicht zu 100% verfolgt. Ja, aber wenn der die letzten 2, 3 Jahre auf hohem Level irgendwie performt hätte, dann hätte man das mitbekommen. Ja. Ähm, Da geht man jetzt rein und da stehen Zahlen im Raum, da fällt mir ein Ei aus der Hose. Ja. Selbst 30 Millionen finde ich schon super krass für einen Spieler, der gerade mal ein halbes Jahr oder 8 Monate performt. So, was hat der vorher getan? Ja. Ey, unbestritten, dass er Talent hat, dass er eine gute Phase hat, der U21 EM stark war. Ey, alles unbestritten. Ja, das kann natürlich ein Volltreffer sein für den FC Bayern, wenn er bei uns nochmal den nächsten Stepper macht. Ja, gar keine Frage, möchte ich gar nicht absprechen. Ich verstehe nur diese Herangehensweise nicht. Du hast einen Kusi Asare, der vom Typ her ja fast eine Kopie ist. Ja, ähm, wenn wir das mit dem Paul Wanner vergleichen, du hast einen Paul Wanner, der eine überragende Hinrunde gespielt hat in Heidenheim. Ja, du hast einen Tom Bischoff, der eine sehr, sehr gute Saison für Hoffenheim gespielt hat. Spielt bei uns auch keine Rolle. Paul Wanner wird bei uns auch keine Rolle spielen. Du hast einen Malik Tillmann gehabt, der wird jetzt wahrscheinlich nach Leverkusen wechselt für 30, 40 Millionen und du wirst dich wundern, wie der performen wird. Ja, wenn er einfach mal die Zeit kriegt und die Spiele bekommt. Du schickst deine eigenen Talente weg, ja, setzt da nicht drauf, lässt sie fallen, gibst sie für ein Apfel und ein Ei ab und willst dann jemanden kaufen, der jetzt gute 8 Monate hatte. Das ist kein Spieler, der seit 2 Jahren performt. Ja, und wir reden da über Summen, ey, da fällt mir ein Ei aus der Hose. Und da bin ich noch nicht mal bei der Diskussion, wo der spielen soll. Ja, der spielt eine Position von Harry Kane oder Jamal Musiala. Also willst du jetzt 50 plus Millionen für einen Spieler ausgeben, den du auf die Bank setzen willst? Ich verstehe den Hintergedanken, dass man sagt, jo, auf lange Sicht natürlich ein super Harry Kane-Ersatz. Und wenn dieser Spieler jetzt irgendwo nach England, sonst wohin geht, dann ist er vom Markt für die nächsten Jahre. Ja, das verstehe ich. Alles gut. Aber ich denke, wir haben gerade andere Baustellen. Ja? Und ich verstehe diese Herangehensweise halt einfach nicht. Ja, du könntest halt auch sagen, wie gesagt, Kusi Asare, Jugendspieler bei uns, ja, warum hast du denen nicht mal ein bisschen mehr Vertrauen gegeben? Hat lange mittrainiert. Auch ihn hättest du mal eine halbe Stunde hier, eine halbe Stunde da, eine halbe Stunde hier geben können. Genauso wie du es mit dem Lennart Karl hättest machen können, hast du auch nicht gemacht. Es geht in meinen Kopf nicht rein. Ich verstehe diesen Sinn unserer Herangehensweise gerade nicht. Wie gesagt, wäre der Voldemort jetzt ein Spieler, der die letzten 2 Jahre maßlos überzeugt hat, würde ich den Bums ja noch verstehen. Ja? Weil das ist ein Spieler, der ein gutes halbes Jahr bei Stuttgart hatte und jetzt eine sehr, sehr starke U21 gespielt hat. Gar keine Frage. Ja? Der natürlich ein gutes Alter hat mit 23, der gute Anlagen hat, der wahrscheinlich in unser System passen würde, aber jetzt gerade noch nicht mal als Stammspieler, weil die Positionen nochmal durch Musiala und Kane besetzt sind. Wenn du diesen Spieler natürlich kriegst, wo du sagst, ey, den kriegen wir für 30 Millionen, dann alles gut, dann machst du nichts falsch. Ja? Wenn der sich auch damit abfindet. Aber welches Schicksal erleidet der denn? Der leidet das gleiche Schicksal wie ein Tom Bischoff. Den wirst du nicht sehen, diese Saison. Den wirst du nicht sehen. Wir haben jetzt wieder Kimmich Goretzka gesehen. So, wo willst du dann Tom Bischoff sehen? Ja, du siehst ja noch nicht mal so Palhinha, den du für 50 Millionen verpflichtet hast. Und selbst der ist außen vor seit einem Jahr und wird es weiterhin sein. Ja? Also, das ist eine absolute Farce, was wir gerade auf dem Transfermarkt für Zeichen setzen. Und wir werden Voldemort nicht bekommen. Es sei denn, du zahlst einen Preis, der abartig sein wird. Ja. Nochmal, für einen Spieler, der 8 Monate jetzt performt. Ja, das ist ein Risiko, das ist ein Wetten auf einen Spieler. Wenn das jetzt ein Spieler für die linke Außenbahn wäre, wo du das Wetten machen würdest, dann würde ich ja noch sagen, ja, kann ich verstehen, weil da ist Bedarf da. Ja. Ich auch auf der Position, wo ein Voldemort spielen kann, ist Bedarf da, weil wir haben keinen Ersatz. Ja. So, du hast keinen Ersatz für den Musiala, einen wirklichen. Wir haben jetzt Serge Gnabry gesehen jetzt im Achtelfinale, das war eine Katastrophe. Kingsley Coman ist kein Ersatz für die Zentrale. Thomas Müller ist weg, du brauchst da einen Spieler. Ja. Du hast einen Tom Bischoff, der die
Außenposition spielen könnte, aber eigentlich viel, viel defensiver agiert. Ja, du brauchst einen Ersatz, definitiv. Ja, aber kein Woldemade für 50 plus Millionen als Ersatzspieler, Alter. Als Ergänzungsspieler. Ja, als Versprechen in die Zukunft. Soll ich das Beispiel Tell anbringen, Versprechen in die Zukunft? Ja, also wilde Nummer. Ne? Natürlich könnte man das System ändern, man könnte mit einer Doppelspitze spielen, man könnte auch sagen, ey, ich ziehe Musiala auf die linke Posi und ein Woldemade dann auf die Zehner-Posi oder sowas. Kann natürlich alles sein, wenn das die Gedankenspiele sind, ja, dann kann man da auch drüber reden, ob das dann sinnig ist. Aber nochmal, das ist gerade ein Zocken auf super, super hohem Niveau. Ja. Bei einem Williams hat man geäußert, oh ja, da weiß man nicht, ob der 60 Millionen wert ist. Und dann jetzt so ein Brüller oder was. Also ich denke, ein Williams hat das schon auf ganz, ganz anderem Level, wenn wir mal allein an die EM denken, nachgewiesen, dass welches Format er hat. Ja. Das ist nochmal ein anderes Kaliber wie eine U21 EM, sorry. Ja. Also ganz wild, ganz, ganz wild, was da gerade wieder abgeht. Das andere Dingen, man wundert sich, dass kein Spieler zum FC Bayern möchte. Ja. Also es sind super viele Namen immer im Raum und man hört ja auch immer, ja, man hat schon mal mit dem gesprochen, man hat da schon mal angefragt und selbst ein Eberl hat sich ja da jetzt hingestellt und gesagt, ja, wenn das dann jetzt mit dem nichts wird, dann haben wir noch ein anderes Eisen im Feuer und dann gehen wir zum nächsten, dann gehen wir zum nächsten, dann gehen wir zum nächsten und das ist doch das Problem, Alter. Ja, das ist doch das Problem. Erinnert euch mal zurück. Das gab es früher nicht. Das gab es früher nicht. So, man hat früher gesagt, ey, yo, wir wollen jetzt einen Römer Kai. Ja, wir wollen jetzt einen Arjen Robben. Ja, wir wollen jetzt den. Ja, wir wollen jetzt den. Thiago oder nix. Ja, wir wollen jetzt einen Martinez. Was eine der krassesten Verpflichtungen ever war. Und dann hat man sich damit auseinandergesetzt. Und dann hat man diesen Spieler verpflichtet. Ja. Und da hat man nicht gesagt, oh ja, wir wollen jetzt einen Javi Martinez. Aber wenn wir den nicht kriegen, ist gar kein Thema. Wir haben noch den und den. So, ja. Fragt euch doch mal, warum ein Wirtz abgesagt hat. Ja, was wird denn der Grund sein? Wie wir gesehen haben, mit Sicherheit nicht die Kohle. Ja, der wird bei Liverpool in der Ecke weniger verdienen, wie er beim FC Bayern verdient hätte. Er hat einfach nicht das Gefühl gehabt, dass der FC Bayern sagt, oh geil, wir wollen unbedingt Florian Wirtz. Ja, Uli Hoeneß wollte unbedingt Florian Wirtz. Und das war's. Ja, das wollte kein Max Eberl, das wollte kein Company, weil sonst wären wir jetzt bei uns. Ja, das ist doch unser großes Problem. Ja, wir beschäftigen uns immer, ja, wir suchen jetzt einen Flügelstürmer, wir haben A, B, C, D, E, F, G, wie bei der Trainersuche. Ja, was vermittelst du denn dann für ein Gefühl? Was vermittelst du denn diesem Spieler? Vermittelst du diesem Spieler, oh geil, du bist es, ist dasselbe wie Mito E. Letzte Saison. Ja? Vermittelst du dem Spieler, geil, der FC Bayern will mich unbedingt, ja, der gibt alles, damit ich zum FC Bayern komme. Nee, das passiert nicht. Wie soll das passieren, wenn du sagst, oh ja, ich habe 10 Eisen im Feuer, ich guck mal, wo, was, wie. Das ist doch unser Problem gerade. Ja. Diese Herangehensweise ist eine Farce. Ist eine absolute Farce. Dass der Markt schwierig ist, verstehe ich. Ja. Aber gerade das mit dem Williams zum Beispiel, da hätte man sich schon vor einem Jahr bemühen müssen. Es stand schon letztes Jahr die Ausstiegsklausel rum. Wenn Williams dann sagt, ey, alles gut, nee, habe ich keinen Bock, ich möchte in Spanien bleiben, ich möchte zum FC Barcelona, ich möchte zu Real Madrid, alles gut. Nicht jeder Spieler hat Bock aufs Ausland, eine neue Sprache zu lernen, neue Kultur kennenzulernen und so weiter. Kann man voll verstehen, ja. Kein Hate gegen Williams. Aber da hätte man doch schon anfangen müssen. Man wusste doch, der Vertrag von Leroy Sané läuft aus. Ja? Man hat doch gesehen, welches Leistungsniveau dieser Spieler hat, was einfach nicht ausreicht für den FC Bayern. Und trotzdem lässt man sich von diesem Spieler noch vorführen. Ja? Und kriegt es nicht geschissen zu sagen, ja, wir haben uns jetzt schon lange beschäftigt. Ja, wir haben hier 3 Talente auf dem Schirm.
wovon 2 schon in unserem Verein spielen, wo du noch nicht mal was ausgeben müsstest. Du müsstest einfach mal diesen Talenten Vertrauen schenken. Oder man sagt, oh ja, hier, wir haben diese beiden Kandidaten, das sind 2 Spieler, die können wir uns vorstellen. 1A-Lösung, 1B-Lösung, feuerfrei. Ja? Aber doch nicht den Fächer so aufzumachen. Ja, wir fragen hier mal beim Leao an, wir fragen da mal beim Bacolor an, wir fragen hier mal beim Williams an, dann fragen wir hier beim nächsten an, dann haben wir hier noch den Gbidisch und hier haben wir noch einen und da fragen wir und hier fragen wir und da fragen wir. Was ist das denn für eine Vorgehensweise, Alter? Ja, man muss sich doch intern zusammensetzen und sagen, ey, nehmen wir einen Bacolor. Das ist der Spieler, den wir sehen. Den wollen wir. So. Natürlich super schwieriges Unterfangen. Du müsstest auch 100, 120 Millionen ähnlich für Wirtz auf den Tisch legen. Und dann hättest du den überzeugen können. Ja, hättest du. Garantiere ich euch. Du hättest den überzeugen können vom FC Bayern. Ja, aber immer diese halbgare Scheiße mit, oh ja, wir gucken mal und auch, ja, nee, dann die wollen jetzt Geld haben. Was erwartet man denn? Ja? Was erwartet man denn jetzt vom VfB Stuttgart? Das ist ein Woldemade, den haben die für ablösefrei von Bremen geholt. Der performt in Stuttgart super. Der hat drei Jahre Vertragslaufzeit, der hat keine Ausstiegsklausel. Wenn dann ein FC Bayern kommt und sagt, oh ja, wir würden den ganz gerne haben, ja, und der ist ja das, wir würden euch 30 Millionen zahlen. Dann sagt der VfB Stuttgart, habt ihr was an der Birne, wir wollen 100 Mille sehen. Punkt. Ja. Ja, und dann zahlst du halt 60. Mit Prämien 70. Ja. Erfolgsabhängigen. Ja, darauf wird es hinauslaufen, wenn du den Spieler wirklich haben willst. Tust das nicht, wirst du den Spieler nicht bekommen. Punkt. Feierabend. Ja, das ist kein Spieler, der ein Jahr Vertrag hat oder so ein Scheiß. Und das ist doch völlig fein und legitim, dass der VfB Stuttgart sagt, warum sollen wir den abgeben? Brauchen wir jetzt gerade das Geld? Kriegen wir da einen Ersatz für? Nee. Ja, völlig legitim, völlig fein. Auch da hätte man sich doch dann schon viel, viel eher mit beschäftigen können. Ja, warum beschäftige ich mich jetzt damit? Hä? Warum beschäftige ich mich jetzt mit diesem Spieler? Kann doch nur daran liegen, oh ja, ach ja, der Liboy, der ist jetzt weg. Ne? Oh ja, die Club-WM ist zu Ende. Oh. Ja, wir sehen wieder, Kingsley Coman, er war mal 4 Wochen da, ist jetzt wieder verletzt, das Herz bringt keine Leistung. Ja, wir haben nur Absagen gekriegt von den Granaten auf Außen, die wir holen wollen. Was machen wir denn jetzt? Ach komm, der Woldemade, der hat doch gerade eine gute U21. Ansonsten war der auch ganz okay bei Stuttgart. Was ist denn, wenn wir den nehmen und Musiala nach links schieben? Sollen wir das nicht erstmal machen? So kommt das gerade rüber, ja. Katastrophe, Alter. Katastrophe. Sag ich euch, wie es ist. Ich verstehe es nicht mehr. Es ist für mich zu hoch. Es ist für mich nichts mehr nachvollziehbar, was dieser Verein gerade auf dem Transfermarkt von sich gibt. Dazu ein Uli Hoeneß. Erstmal finde ich es auch total überzogen, was ein Lothar da von sich gibt, ja, um da auch mal kurz drauf einzugehen. Aber ein Lothar hat nicht Unrecht. Ja, das ist doch der Punkt. Ein Lothar Matthäus hat einfach nicht Unrecht. Ja. Da ist ein VfB Stuttgart, da ist ein junger Spieler, der hat 3 Jahre Vertrag, hat keine Ausstiegsklausel, hat einen Marktwert, keine Ahnung, weiß ich nicht, müsste ich mal gucken bei Transfermarkt, 30 Mille, sag ich mal. Ja, dass man sich das dann übertreibt und Matthäus sagt, 80, 100 Millionen musst du für den zahlen, ist natürlich krank in der Birne, aber guckt euch die Werte an. Ein Gittens wird 60 Millionen bringen, sehr wahrscheinlich, ne? Und geht nach Chelsea. Du kriegst keinen Spieler mehr auf einem gewissen Niveau unter 50, 60 Millionen. So ist einfach die Zeit, so ist die Entwicklung. Ja? Und dann hast du dann Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hocken, die einfach die Augen verschließen. Ja? Die wahrscheinlich auch gedacht haben beim Wirtz, oh ja, 100 Millionen rufen Leverkusen auf, können wir locker auf 80 Millionen drücken. Ja? Das haben die gedacht. 100 Pro. Ja? Wir hätten doch niemals 140 Millionen an Leverkusen Ablöse gezahlt. Ja, am Ende kannst du ja froh sein, dass ein Wirtz Nein gesagt hat. Ne? Dass du gar nicht erst in diese Verlegenheit gekommen wirst, um zu sagen, hä, was ist denn hier los? Ja, und das ist nämlich das andere Problem, was wir gerade haben. Die sind einfach weltfremd. Die sind einfach weltfremd, was das angeht. Ja? Haben aber dann im Umkehrschluss nicht die Eier,
zu sagen, ja komm, wir haben doch hier einen Lennart Kahl. Ist doch angeblich so diese Maschine, dieses hohe Talent, sowas in Iran Kunda gekauft extra, weil er auch dieses Riesentalent ist. Ja, dann schmeißt die doch rein auf Außen. Dann sagt doch alles gut, wir verpflichten keinen mehr, das sind unsere Talente, die spielen. Sollten beide abkacken, beide es nicht schaffen, hast du immer noch einen Pomelinho mit einem Serge Gnabry dahinter, der nochmal auf dem durchschnittlichen Niveau Fußball spielen kann. Und dann ist doch gut. Ja? Aber dann investier doch mal in diese Spieler. Dann schenk denen doch mal Vertrauen. Aber ey, wir haben es noch nicht mal bei Mathys Tell hingekriegt, der es eine Saison vorher gezeigt hat, zu was er fähig ist. Ja? So, das ist doch unser großes Problem. Aber nein, dann guckt man lieber woanders hin. Wow, der hat ja 6 gute Monate gehabt. Und eigenen Spieler? Nein, mit 17, da kann noch so viel passieren. Der kann. Nee, das machen wir, der ist ja viel zu jung. Ja. Das sind Argumente, Alter. Ich könnte platzen, Alter. Ja. Ich könnte platzen. Ich sag's euch, wie es ist. Ja. Katastrophe. Ich verstehe es halt nicht mehr. Vielleicht überrascht mich der FC Bayern noch. Ich meine, das Transferfenster ist jetzt gerade zu, oder? Es öffnet ja erst noch, alles ist gut. Vielleicht überrascht er mich. Aber wenn ich schon höre, ja, wir sind beim Williams in der Lauerstellung und sollte der FC Barcelona das finanziell nicht gestemmt kriegen, sind wir da. Ja, was willst du mit dem Spieler? Was willst du mit dem Spieler, wenn er nicht zum FC Bayern kommen will? Wenn der FC Bayern seine Lösung 2C ist? Was willst du mit dem Spieler? Ja, das ist ein Spieler, der dann beim ersten Angebot wieder weg möchte. Den kannst du abschreiben, den Spieler. Der Spieler möchte zum FC Barcelona, Punkt. Und dann ist das Thema durch. Da brauchst du dich nicht weiter mit dem Spieler auseinandersetzen. Ja. Katastrophe. Ja. Also das Bild, was wir gerade abgeben, ich hoffe wirklich, dass es nicht so ist, wie es gerade öffentlich rüberkommt. Aber das sind Verzweiflungstaten. Ja, jetzt sagt man, oh ja, jetzt gehen wir in den Woldemet rein, das ist ein deutscher Spieler, der gerade Nationalspieler, da gehen wir rein. Ja, den wollen wir jetzt holen. Why? Ja, wie gesagt, für schlanke 30, 35 Millionen hätte ich ja nur gesagt, ja, okay, ist ein Risiko, was du vielleicht eingehen kannst. Ja. Aber jeder Cent mehr ist eine Farce, Alter. Ja, und selbst das ist schon, für einen Spieler, der 8 Monate performt, ist das schon zu viel. Ja, was hat der denn was hat die anderen 23 Jahre denn gemacht? Also, ich weiß es nicht. Ich bin gerade echt, ich erwarte nichts mehr. Ich sag's euch, wie es ist. Ja, also transfermäßig, man wird einen King nicht abgeben, ich meine, für die gibt es keine Angebote. Serge Gnabry wird unser neuer linker Außenspieler werden. Ich glaube nicht, dass wir noch irgendeine Kanone verpflichten werden auf Außen. Und dass wir endlich mal die Eier haben, unsere Talente dazu bringen. Ey, du hast die Club-WM gehabt. Du hattest die Möglichkeiten. Dann Lennart Kahl zu bringen, anstatt einen Leroy Sané. Und du bringst lieber einen Leroy Sané, einen Spieler, der 5 Jahre absolut für das, was er verdient, nicht die Leistung gezeigt hat bei uns. Den nimmst du dann lieber noch mit, um ihn dahin zu stellen, anstatt einen Jugendspieler dahin zu stellen, um mal zu sehen, Alter, vielleicht knallt der sofort. Passt sofort rein. Ne? Und dann hättest du dir diese ganzen Kopfmacherei schenken können. Ja? Verstehe ich nicht. Geht in meine Birne nicht rein. Ja? So, dann machst du einen riesen Hackmack um Tom Bischof und musst noch eine Ablöse aushandeln und dies und das. Und dann sitzt du ja auch nur auf der Bank. Außer wenn der B11 spielt. Ja, aber gut, das war abzusehen. Ja, weil Joshua Kimmich spielt immer. Ja. Keine Ahnung. Also ich weiß es nicht, in welche Richtung das gerade geht. Gefühlt ist es so, du hast da einen Trainer, der sagt, ey, ich habe 15 Spieler und das war's. Mehr brauche ich nicht. Das ist das Gefühl, was man gerade hat. Ja, es ist mir egal, ob da 25 sind, ich nehme die 15 Spieler und alles andere ist da, um das Training aufzufüllen, dass wir trainieren können, 11 gegen 11. Aber brauchen tue ich die nicht wirklich. Ja. Es sei denn, ach, da ist mal einer verletzt, ja, oder nehme ich den mal mit rein. Also, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so, dass man gerade alles den Erfolg
unterordnet bei dieser Club-WM, weil es um viel Kohle geht. Mag so sein, dass das ein Faktor ist, aber das ist für mich dann auch kein Faktor, wo man nicht sagen kann, ja, ich schmeiß da vorne Lennart Kahl rein. Was hätte der jetzt schlechter machen sollen als Leroy Sané in seinen Einsätzen bei der Club-WM? Außer, dass du vielleicht mal gesehen hättest, wow, der kann das hier aber easy packen. Ja, oder du hättest gesehen, okay, der Step ist noch viel zu früh für ihn. Ja, nein. Stattdessen bringst du da einen Spieler, der 2 Wochen später nicht mehr Teil deines Vereins ist. Also ich denke, wir werden, vielleicht täusche ich mich, ich hoffe, ich bete, dass ich mich täusche. Ansonsten werden wir in der kommenden Saison, Alter, wir werden viel zu diskutieren haben. Wir werden viel zu diskutieren haben. Aber das ist ja auch nichts Neues bei uns. Ich meine, guckt euch nach Barca, da haut man so mal rein und der performt. Natürlich hat er auch mal seine schlechteren Spiele, ist ein junger Spieler, gehört einfach dazu. Und bei uns hast du einen Lennart Kahl, der hochgelobt wird, der durch alle Jugendnationalmannschaften rasiert. Aber du hast nicht die Eier zu sagen, ja komm, mit dem gehen wir jetzt in die neue Saison. Ja, das ist jetzt unser Dings außen. Und zur Not haben wir noch einen Zerc dahinter. Zur Not haben wir noch einen Koman, der ja alle 3 Monate für 4 Wochen fit ist. Ansonsten ist er verletzt. Zur Not hast du noch Iran Kunda dahinter. Nee. Das wird darauf hinauslaufen, dass Lennart K. seinen Vertrag nicht verlängert. Es sei denn, der FC Bayern überzeugt ihn irgendwie. Und dann wird er wieder 500 Mal ausgeliehen. Ähnlich wie es beim Paul Wanner der Fall ist. Ja, und was erwartet man dann? Dasselbe mit Iran Kunda. Iran Kunda schickt mal was, Grasshopper Zürich, die im Abstieg in ihrer Liga spielen und da soll er den großen Stepper machen oder was. Es ist ja gut, dass diese Jungen Spielpraxis kriegen, aber gibt den Jungs doch mal Spielpraxis in dieser Mannschaft auf diesem Niveau. Ja, das ist doch was ganz anderes. Das ist doch was ganz anderes, ob du Spieler neben dir hast, die Harry Kane, Jamal Musiala heißen, oder ob du Spieler da neben dir hast, die irgendwo in der Schweiz, in Österreich oder in Kroatien oder sonst wo gegen den Abstieg spielen. Ja. Das ist doch eine ganz andere Entwicklung für so einen Jungen dann. Also, ich verstehe es nicht, es macht mich traurig. Ja, ich habe mir mehr erhofft. Ich meine, klar, wir stehen jetzt ganz am Anfang des Transfersfensters, aber das sind einfach Sachen, die ich mal loswerden wollte. Ja. Und man sieht ja jetzt auch schon wieder, wie es weitergeht. Vidovic weg, Ibrahimovic weg, der weg, der weg, der weg. Ein Aznu wird noch gehen. Was völlig gerechtfertigt ist. Man sieht, eine Kompanie will nichts mit ihm. Er setzt nicht auf ihn, hatte kein Interesse daran. Ne? Ja, und dann muss der Junge gehen, Alter. Ja, und du wirst wieder in 2 Jahren, in 3 Jahren gucken und sagen, Alter, guckt euch den Adam Azno in der spanischen Nationalmannschaft an, eine absolute Maschine. Oder in der marokkanischen, keine Ahnung, hat er doppelte Staatsbürgerschaft, glaube ich. Und wirst wieder denken, ja, der war mal beim FC Bayern. Ne? Ja. So wie es mit so vielen anderen Spielern ist. Ich meine, ich habe es gerade gesagt, nehmt den Tillmann, der jetzt dann zurück eventuell nach Leverkusen geht in die Bundesliga. Ja. Und dann sind wir mal gespannt, wie er da performt. Ja. Ich meine, man hat es beim Stani gesehen. Ja. Man muss den Spielern halt einfach mal Vertrauen schenken und man muss den Spieler halt auch immer weiterentwickeln. Ja. Und nicht immer, ey, alles gut, das erste Jahr unter Kompany, ich habe es hoch genug gelobt am Ende der Saison. Es ist völlig fein zu sagen, jo, es geht hier um die Gruppe. Es war wichtig, dass ich erstmal die Spieler, die da sind, wieder auf ein Niveau bringen, was deren Leistungsniveau nun mal ist. Aber Fakt ist, dass das nicht ausreicht für den FC Bayern. Das reicht beim Sané nicht aus, das reicht beim Gnabry nicht aus, das reicht beim Kingsley Coman nicht aus. Und dann ist es doch mal Zeit zu sagen, pass mal auf, hier haben wir Talent A, B, C, D. Let's go. Dann setzt den Lennart Kahl doch mal da ein, gibt dem mal 5, 6 Spiele am Stück. Ja? Und dann können wir uns doch ein Urteil bilden. Dann können wir doch sagen, oh nee, das Potenzial ist ja gar nicht zu sehen, das reicht niemals für den Herrenfußball oder bla oder Sülz oder sonst irgendwas. Ja? Aber gib ihm doch die Chance und fang nicht wieder an, oh, ich parke ihn ja da, dann parke ich ihn wieder da, so wie man es mit dem Paul Wanner macht. Katastrophe. Ja?
Katastrophe. Und auf der anderen Seite verpflichtet man dann ablösefreien Tom Bischof. Hä? What? So, brauchst du eine Zehner-Alternative, wann Thomas Müller aufhört, du nur einen Jamal Musiala hast? Ja, dann hast du doch einen Paul Wanner. Was los? Über was reden wir? Musst du jetzt anfangen und sagen, ja, weiß ich nicht, verpflichte ich jetzt was? Ja, hast einen Paul Wanner. Let's go. Entwickel den Jungen doch mal. Gib doch mal Gas. Kümmere dich doch mal. Ja, dass er Talent hat, hat er doch gezeigt in Heidenheim, oder? Hat er davor schon gezeigt. Ja, dann habt doch die Eier dazu. Ja, das sind die Themen, die ich nicht verstehe. So, andere Vereine würden sich die Finger lechzen, wenn sie einen Paul Wanner verpflichten können und die würden ihn spielen lassen. So, ja. Ja, das sind unsere Probleme, die wir haben und die sind hausgemacht. Ja. Auf der einen Seite ist man verblendet und will sich nicht damit abfinden, was einfach die Preise auf dem Transfermarkt mittlerweile sind und man denkt, oh, wir sind der FC Bayern, wir sind es gewohnt, wir schnipsen und jeder Spieler sagt, oh geil, da ist der FC Bayern, ja sicher, ich pack meine Koffer und komme zu Fuß gelaufen. Ja? So, die Zeiten sind vorbei, Alter. Die Zeiten sind vorbei. Ja? Und wenn du dann nochmal das Verhältnis siehst, so, du musst einen Florian Wirtz 25 Millionen Gehalt bieten, damit der überhaupt darüber nachdenkt, oh ja, ich könnte mir den FC Bayern vielleicht vorstellen. Und dann geht er irgendwo hin, wo er wahrscheinlich nur 3/4 verdient oder sonst was. Ja? Das zeigt doch schon, Leute, ja, wir müssen endlich mal den Kopf aus dem Arsch ziehen beim FC Bayern und endlich mal in der Realität ankommen. Ja? Und eigentlich dachte ich, wir wären da, weil wir das kommuniziert haben vor 1,5 Jahren oder vor 2 Jahren. Wir haben gesagt, oh, ja, die Realität sieht so aus, die Preise gehen immer höher auf dem Transfermarkt. Ja, wir werden uns weiterhin mal mit 1, 2 Top-Spielern verstärken. Aber ansonsten wird es Zeit, dass wir unsere Spieler aus der eigenen Jugend holen oder dass wir Spieler früher entdecken und früher verpflichten, so wie man es dann mit dem Adam Aznur gemacht hat, ja, vom Barca. So wie wir es auch mit vielen anderen Talenten gemacht haben, die bei uns in den Jugendmannschaften rumdümpeln. Aber dann hat man nicht die Eier zu sagen, oh, boah, der ist gut. Wie Lennart Kahl, der ist gut, ja, der zerschießt alles, wo er spielt. Aber nein, in der ersten Mannschaft, nein, der ist erst 17. Da kann ja noch so viel passieren. Da müssen wir erstmal warten, bis der 23 ist und gute 8 Monate beim VfB Stuttgart hatte. Ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es nicht. Es passt gerade wenig zusammen, was kommuniziert wird, was getan wird. Boah, ich weiß es nicht. Ja, wenn der Trainer das nicht will, wenn er da keinen Bock drauf hat, ja, da muss man sich eingestehen, dass man einen verkehrten Trainer geholt hat. Feierabend. Ja. Da muss man den Trainer halt klipp und klar sagen, pass mal auf, hier, das ist Lennart Kahl, der ist Teil deiner Mannschaft für die kommende Saison. Das ist ein Serge Gnabry, das kannst du dir aussuchen. Also wir müssen jetzt nicht anfangen und sagen, der Trainer soll den und den aufstellen. Aber da muss man sagen, das ist dein Kader, Alter. Und da gehören die beiden Spieler zu. Punkt. Ja, und sieh zu. So, Feierabend. Ja. Aber da müsste man sich ja Fehler eingestehen, wenn dem so sein sollte. Ich weiß es nicht. Ich kapiere es gerade nicht. Wir haben halt diesen Anspruch. Wir wollen aber diesen Anspruch mit diesen Mitteln erreichen. Wollen aber nicht das tun, was man dann machen muss, um das mit diesen Mitteln zu erreichen. Das heißt nämlich, du musst deine Jugendspieler versuchen einzubauen. Natürlich passt da nicht jeder. Klar kannst du jetzt sagen, ja, das Lennart Kahl sticht schon mal heraus, ist ein guten, guckt euch Moukoko an in Dortmund und so. Ja, aber du musst es versuchen. Ja, aber wir versuchen es ja gar nicht. Natürlich kann es sein, dass der mit dem Druck nicht klarkommt, dass er mit 17 auf einmal andere Flausen im Schädel hat. Natürlich kann das alles passieren. Ja, natürlich. Klar. Aber deswegen kann man doch nicht sagen, ich mache es nicht. Ich versuche es erst gar nicht. Ja? Weil es kann genauso wie guck nach Barca, da passiert es regelmäßig, dass es auch andersrum funktioniert. Ja? Und da muss man halt hinkommen. So. Ja, aber das macht man halt nicht. Das ist schade. Ja? Und ein bisschen verwirrend für mich gerade. Ja? Also, weiß ich nicht. Ganz,
ganz dubios, gerade was unsere Kaderplanung angeht. Letztes Jahr schon angefangen mit ein Palinja, der dann keine Rolle gespielt hat. Selbst da hat man doch schon gemerkt, dass da keinerlei Kommunikation wirklich herrscht. Also, ja. Dazu halt alteingesessene Säcke, die einfach fernab der aktuellen Fußballrealität leben, mit Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Also man sollte sich da dringlich zusammensetzen, was den Aufsichtsrat und alles betrifft, um mal eine Strategie auszuarbeiten. Das hat man ja jetzt angeblich gemacht, deswegen ist ja Max Eberl angeblich zurückgeflogen von Amerika nach Europa, um genau das zu tun. Und dann ist jetzt die Strategie, ist ja jetzt nicht überraschend, wir wissen alle, wie Uli Hoeneß tickt. Uli Hoeneß tickt, wir wollen die besten deutschen Spieler beim FC Bayern haben. Und da ist jetzt die Strategie raus geworden, oh ja, wir verpflichten jetzt einen Woldemade. Grandios. Für was? 60 Mille? Mindestens, wenn wir ihn wirklich verpflichten wollen, wenn nicht mehr. Wie gesagt, was gut sein kann, was passen kann. Ja. Aber ich würde fast behaupten, dass du auch ansatzweise ähnliches Spielerpotenzial in deinem Verein hast. Aber nicht die Eier hast, es zu nutzen. Ja. Gut, das war's. Ich weiß ja, aber ich muss es einfach mal loswerden, weil es mir gerade hart auf den Sack geht und wir aktuell keine Streams haben. Und ich weiß, viele von euch sehen das auch komplett anders. Die sagen, ja, FC Bayern kannst du keine Talente einbinden, wenn du um Champions League spielen willst, bla, Sülz. Dass es geht, sieht man in Barcelona. So, ja, dann nehme ich euch den Wind aus den Segeln. Und man muss einfach nur mal die Eier haben. Und ich denke, nochmal, so ein Lennart Kahl, ich glaube, hätte Leroy Sané in nichts nachgestanden. Ja, nur mal so als ein Beispiel. Ja, wird leider nicht passieren, es sei denn, wir werden irgendwie dazu gezwungen werden. Ja, aus Alternativlosigkeit. Aber da fangen wir ja schon an, jetzt irgendwie Spieler verpflichten zu wollen, die 8 gute Monate hatten. Ja. Aber gut. So ist es. Leute, meine 2 Cents zur aktuellen Lage. Ich hoffe, ich täusche mich. Vielleicht kriegen wir die Kurve. Vielleicht setzt man auf die Jugend im kommenden Jahr. Vielleicht verpflichtet man aber auch noch irgendeine Bombe. Ich weiß es nicht. Wir werden es erleben. Ein bisschen Geld hat man ja schon eingenommen bei der Club-WM. Also von daher sollte ja ein bisschen was gehen. Jo, abwarten und Tee trinken, ne? Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dahin. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.